Heute probieren wir die schwierigsten Rätsel zu lösen, die die Menschheit jemals gesehen hat. Sie erleben nun eine echte Katastrophensendung. Okay, vielleicht ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist ein Video von Wissenswert. Wenn du dich richtig entscheidest, gewinnst du 10 Millionen Euro. Ich bin zwar Schweizer und brauche dieses Geld nicht, aber wir machen trotzdem mit. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, ob ich den inneren Detektiv in mir auslösen kann. Wir schnacken gar nicht lang rum. Los geht's. Hey Leute und herzlich willkommen bei Wissenswert. Hey Leute und herzlich willkommen bei Wissenswert. Stell dir vor, du lernst einen sehr alten und sehr reichen Mann kennen, Namentlich Adi Totoro, Kappa. der selber keine Kinder hat und überlegt, dir sein Vermögen zu vererben. Namentlich Adi Totoro, ja. 10 Millionen Euro hat er auf dem Konto, Oh. doch einfach so wirst du das Geld nicht erhalten. Okay, warte. Ich stell's mir kurz vor. Ich hab's mir vorgestellt. Um sicherzugehen, dass du die 10 Millionen erhältst, stellt er dich vor 7 Entscheidungen, um zu testen, dass du auch wirklich ein herzensguter Mensch bist. Nur Oh, ein herzensguter Mensch. Da bin ich ganz ehrlich, das weiß ich nicht, ob ich das bin. Ich weiß es nicht. wenn du immer die beste Entscheidung für deine Mitmenschen triffst, wirst du am Ende belohnt. Okay. Ob du alles richtig hast und ein wirklich sozialer Mensch bist, das werden wir am Ende des Videos auflösen. Probiere aber trotzdem bei deinen Entscheidungen ehrlich zu sein und auch das zu wählen, was du selber willst. Viel Spaß! Beginnen wir mit der ersten Entscheidung. Du bist mit deinen 3 Hundewelpen am Strand und gerade bis zum Kopf im Sand eingebuddelt. Vor dir Ah, wer kennt's nicht? Mit 3 Hundewelpen am Strand sein und bis zum Kopf eingebuddelt sein. Okay. ist eine große, haarige Spinne, Aha. die in wenigen Augenblicken zu den Hundewelpen laufen wird und sie beißen könnte. Das Gift ist nur für die Hunde gefährlich, dir kann die Spinne nichts anhaben. Sie befindet sich direkt vor deinem Kopf. Du könntest sie beißen und sie somit außer Gefecht setzen. Würdest du das tun, um deine 3 Hundewelpen zu retten? Hä? Entscheidest du dich für A, die Rettung der Hunde durch den Biss der Spinne, oder B, verzichtest du aufgrund von Ekel? Was? Also was? Die Spinne kann den Hundewelpen nichts antun, das habe ich richtig verstanden, ne? Und die Spinne ist vor meinem Mund, die geht zu den Hundewelpen. Wieso ist man mit Hundewelpen am Strand? Ich verstehe es nicht, what the fuck? Ja, ich würde sagen, ich beiß doch nicht in die Spinne rein, what the fuck, dude? Nee, rest in peace, Hundewelpen. Kommen wir zur nächsten Entscheidung. Ein Ach so, es wird am Ende aufgelöst. Okay. Es wird am Ende aufgelöst. Zug fährt auf eine Gruppe von 5 Menschen zu, die am Gleis festgekettet wurden. Es sind Klassischer Montagmorgen. Kinder als auch ältere Erwachsene unter den Menschen. Auf dem einzigen anderen Gleis ist ein einzelnes Kind, das nicht festgekettet wurde, aber weil es stolperte, nicht mehr vom Gleis hochkommt. Du stehst neben dem Hebel, der die Fahrtrichtung ändern kann. Es gibt jetzt 2 Optionen. Option A wäre, nichts zu tun und den Menschen, die von einem Kriminellen am Gleis festgekettet wurden, ihrem Schicksal zu überlassen und dafür das Kind auf dem anderen Gleis zu retten. Oder du entscheidest dich für Option B. In diesem Fall legst du den Hebel des Gleises um und der Zug überrollt das Kind. Du hättest dafür aber die 5 Menschen gerettet. Welche Entscheidung triffst du? Welche Entscheidung triffst du? Es gibt hier eine Ampel. Wieso kann ich nicht einfach die Ampel auf Rot stellen? Ich will die Ampel auf Rot stellen, aber ich nehme an, diese Option gibt's nicht. Fuck! Ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, dass wir nichts machen und das Kind stirbt. Oder wir retten das Kind, dafür sterben die 5 Menschen. Es kommt natürlich ganz darauf an, was für Menschen das sind. Wenn das Österreicher sind, dann ist es mir egal. Nee, ich sag mal so, das ist natürlich, wie sagt man dem, eine moralische Frage, eine moralische, ethische Frage, die man hier beantworten muss. Das ist rein in der Philosophie schwierig zu beantworten. Aber ich denke mal, ich werde das Kind umbringen, weil das schaut wahrscheinlich eh schon viel zu viel TikTok. Ich bringe das Kind um, weil ich dann nichts gemacht habe. Wenn man nicht eingreift, zählt das dann auch als Eingreifen? Also ist das dann auch ein Fehler? Oder wenn man nicht eingreift, obwohl man eingreifen hätte können und das Kind stirbt, bin ich dann, Digga, Kind, rest in peace, Kind, Digga. Und denkst du, der alte, reiche Mann wäre zufrieden mit deiner Entscheidung? Der alte, reiche Mann. Stimmt, es geht ja um 10 Millionen. Ja, scheiß auf das Kind. Aber das sind so Quiz, die haben nicht eine eindeutige Lösung. Das sind so Quizzes, die... Wahrscheinlich gibt es für jedes Quiz dann so eine richtig dumme Lösung. Und dann sagt er, ja, aber der Zug war eine Spieleisenbahn oder irgend sowas. Weiter geht's. Du wirst von dem reichen alten Mann vor die Wahl gestellt. Würdest du eher dein Leben lang auf das Internet verzichten oder für den Rest deines Lebens keine Freunde haben?
Wenn du dich für A entscheidest, hättest du nie wieder Internet, dafür aber Freunde. Mit B entscheidest du dich für das Internet, aber gegen jede freundschaftliche Beziehung, die in deinem Leben noch entstehen kann. Ja, okay, Digga. Das ist ja so einfach. Ich nehme 100% das Internet, weil ich habe sowieso keine Freunde in meinem Leben. Ich bin ganz ehrlich, Freunde, wer braucht schon Freunde, Digga? Freunde wirklich einfach im Leben überbewertet. So ein Ding ist das. Ich habe wirklich keine Freunde. Ich weiß nicht. Der reiche Mann will dir 10 Millionen geben. Das heißt wahrscheinlich, dass der will, dass du vielleicht mit den 10 Millionen etwas investierst und verdienst. Dann brauchst du ja Internet. Der will ja nicht, dass du wahrscheinlich nur chillst. Glaube ich mal. Deshalb würde der reiche Mann sagen, dass du das Internet nehmen musst und keine Freunde, weil der reiche Mann ist ein Businessmann. Business steht im Vordergrund, deshalb Internet. Ich glaube, ich habe jede Entscheidung falsch getroffen bis jetzt. Was wählst du? Und welche Entscheidung denkst du, würde der alte Mann von dir verlangen, damit du sein Geld erhältst? Das klingt immer so scary. Der alte Mann will dein Geld. Ah nee, der gibt dir Geld. Die nächste Entscheidung. Du stehst in einem Hochhaus auf dem Balkon einer Wohnung. Die alte Katze der Nachbarin über dir, die dich auch schon mehrfach angegriffen hat, ist nicht mehr so fit wie früher und rutscht vom Geländer des Balkons. Du hältst gerade dein neues Ebenfalls ein klassischer Montagmorgen. Handy mit beiden Händen fest und siehst plötzlich die Katze fallen und kannst sie nur retten, wenn du dein Genauso sieht es aus, wenn eine Katze fällt. Handy auch fallen lassen würdest. Würdest du A, die Katze fangen, obwohl sie dich schon mehrmals angegriffen hat und bereits in einem hohen Alter ist? Oder wäre dir B, dein neues Handy wichtiger? Ich sag mal so, wenn es ein iPhone 13 wäre, dann würde ich die Katze nicht fangen. Katze, Preis. Ein Katzenbaby kostet zwischen 600 und 1300 Euro. 1300 Euro wäre ein iPhone 13. Das heißt, es ist etwa gleich viel wert, so eine Katze oder ein iPhone 13. Ja, okay, ich will mal sagen, dass ich jetzt hier für einmal sozial bin und die Katze nicht fangen. Ne, ich würde jetzt hier die Katze fangen, weil mein Handy hat eine gute Hülle und unten ist Gras, deshalb geht es nicht kaputt. Glaube ich. Der alte reiche Mann will nun deine letzte Entscheidung haben. Oh nee, der alte reiche Mann. Und diese ist für ihn die wichtigste. Okay. Also wähle deine Entscheidung ganz bedacht. Wenn du die Wahl hättest, was würdest du lieber? A. Angelogen werden? Oder B. Selber lügen? Ey, was sind das für Fragen? Genau so sieht das Gesicht von Milo aus. Angelogen werden oder selber lügen? Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, rein logisch gesehen ist es weniger schlimm, wenn man selber lügt, als wenn man angelogen wird. Aber wenn man selber lügt, dann ist man ja der anlügt und dann sind ja andere Leute in der Position, angelogen zu werden. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich A nehme und angelogen werde, dann habe ich keinen Fehler gemacht. Das heißt, rein theoretisch würde ich A nehmen. Aber angelogen zu werden, das schiebt aber mal gar nicht. Das heißt, Lügen ist auch wieder gut. B. Hat meine Theorie Sinn gemacht? Ich nehme hier A. Bedenke aber, dass du das Geld nur erhältst, wenn du alles so entscheidest, wie es der alte Mann von einem guten Menschen erwartet. Jetzt muss irgendein fetten Plot-Twist kommen. Dann lösen wir jetzt mal auf, wie du dich hättest entscheiden sollen, um das Geld des alten Mannes zu erhalten. Schreib uns auch anschließend mal in die Kommentare, wie du dich entschieden hast und ob du das Geld des alten Mannes bekommen hättest. Okay. Ich bin gespannt, was die Lösungen sind. Bei der ersten Entscheidung mit den Hundewelpen und der Spinne wollte der alte Mann, dass du dich für sie einsetzt. Er will, dass sein Erbe jemand erhält, der mutig ist und sich für andere stark machen kann. Die zweite Bekomme ich das Geld nicht, habe ich das jetzt schon verstanden, weil... Ja, aber Digga, wenn ich eine Spinnenphobie habe, was will ich dann machen? Dann kann ich nicht auf die Spinne beißen. Ja komm, scheiß auf die 10 Millionen. Entscheidung mit dem Zug und der Frage, ob du eingreifst und das Gleis wechselst, ist eine sehr schwierige. Der alte Mann wollte, dass du dich dafür entscheidest, einzugreifen und somit einerseits die Menschen rettest, aber dafür das Kind tötest. Denn in der Gruppe der 5 Leute waren ebenfalls Kinder. Du bist zwar kein Held, aber der alte Mann findet, du hast das Richtige getan. Dann haben wir das Richtige getan. Let's go. Totes Kind. Egal. 5 Leute leben. Bei der Entscheidung zwischen den Freunden und dem Internet erwartet der Mann von dir eine klare Entscheidung. Und zwar für A. Der alte Mann ist einsam und hat selber keine Freunde und Verwandte. Aber ich muss doch meine YouTube-Videos hochladen. Er will nicht, dass es dir später genauso geht. Bei der Frage mit dem... Ja, aber
Der Bre will doch auch, dass wir die TikToks enjoyen können und die Streams von Montana Black 88, Digga. Und das geht nicht mit Freunden. Da brauchst du Internet und keine Freunde. Im Balkon will der alte Mann, dass du dich für A entscheidest und die Ja, okay, aber jede Entscheidung ist ja so sozial. Das ist ja... Ich dachte, jetzt kommen so Plot-Twists, dass vielleicht eben das Schlechtere gut ist. Habt ihr eigentlich immer noch alles so entschieden, wie es der Mann verlangte? Schreibt's uns mal in die Comments. Bei Schreibt's uns mal in die Comments. der letzten Entscheidung zu der Frage, ob du lieber angelogen werden willst, als selber zu lügen, ging es dem alten Mann vor allem um eine Sache. Und zwar um Ehrlichkeit. Ein ehrlicher Mensch sollte ja eigentlich nie lügen. Doch wenn ihr euch entschieden habt für A, dass ihr lieber angelogen werdet, als selber zu lügen, nur um den alten Mann zufriedenzustellen und das Geld zu erhalten, dann habt ihr wahrscheinlich selber gelogen. Und das tut ihr scheinbar gerne, wie jeder eigentlich ab und zu mal. Der alte Mann wusste das und so verlangte er, dass man sich für B entscheidet. Nein, ich hätte einfach B nehmen können. Ich habe ganz am Anfang gesagt, es ist eigentlich besser, wenn... Aber man lügt. Man lügt ja, glaube ich, 100 Mal am Tag. Ich glaube, ich habe das mal irgendwo gelesen. Dass man also lieber selber lügt, als angelogen zu werden. Oh Mann, war auf jeden Fall ein funny Video von Wissenswert. Und ich lüge euch jetzt nicht an. Ihr müsst diesen Kanal abonnieren, weil dann habt ihr offiziell und statistisch gesehen ein viel, viel besseres Leben und vielleicht sogar einen Freund im Leben. Das habe ich nicht. My heart just got stuck beating.